Hallo. Heute habe ich ein Tutorial für Ideastatica vorbereitet. Es ist so eine Nicht-Standard-Verbindung, die habe ich von einem Kunden bekommen als Skizze und er wollte, dass ich ihm das erkläre, wie man das eingeben kann und war so freundlich, dass er gesagt hat, ich darf das auf YouTube veröffentlichen und werde daraus so ein Step-by-Step-Tutorial machen. Mein Name ist Ivan Beleš. Jetzt sehen Sie am Bildschirm die Verbindung, so wie ich die Skizze bekommen habe. Es ist wo ist meine Maus? Da. Es ist ein HLB 240 Träger und der soll auf diesen Betonblock drauf liegen und das wird über diese Kopfplatte und dann über diesen Träger angeschlossen und darunter dann wieder diese Platte und dann kommen hier noch diese Schrauben. Diese Schrauben hier werde ich nicht eingeben, das ist in Ideastatica nicht möglich, dass man einen Block von mehreren Seiten Anker definiert, da gibt es keine Formel in der NOM dafür. Aber das war auch hier nicht notwendig, weil wichtig ist, dass diese Verbindung hier, auch diese Schraube ist nicht so wichtig, weil das einfach nur drauf liegt. So. Hier sehen Sie die Verbindung, so wie ich das einmal schon modelliert habe. Und jetzt werde ich eine neue Verbindung erstellen. Bei dieser neuen Verbindung nehme ich eine leere Vorlage. Wichtig ist, dass Sie hier Material kontrollieren und dann können Sie auf Verbindung erstellen gehen. Und dann befinden Sie sich in einer leeren Verbindung. Jetzt brauchen wir Bauteile, Belastung und dann kann ich die Verbindung definieren. Rechte Maustaste, neues Bauteil. Ich habe schon ein HA240, sehen Sie mehrere sogar in dieser Verbindung. Sie gehen hier auf Neu hinzufügen, dann können Sie hier ein Bauteil, ein HLB, ich weiß nicht, HA oder HLB 240, spielt keine Rolle. Nehmen wir ein HLB 240 und der liegt hier. Achsen habe ich dargestellt, damit Sie sehen, die X-Achse muss immer aus der Verbindung herausgehen. Ja? Ursprung der Stäbe muss in der Verbindung sein, mit Exzentrizitäten, aber von der Verbindung raus. Und dann brauchen wir noch Belastung. Wir haben hier nur eine Querkraft von 50 Kilonewton. Und damit wir da keine Biegemomente bekommen, weil der Stab liegt auf der anderen Seite, hat hier nur Querkraft, Biegemoment ist am Ende 0, werde ich diesen Stab auf Stab, der nur Normalkraft und Querkraft übertragen kann, einstellen. Dann bekommt er hier einen Auflager, der diese Verformung verhindert. Und jetzt kann ich in die Operationen gehen. Ich fange an mit der Kopfplatte. Bei der Kopfplatte muss ich zuerst definieren, dass es sich um eine Endplatte handelt. Das können Sie bei den Steifen machen und sagen einfach hier Ende. Die ist 25 mm dick und hat eine Breite von 260 und Abstand oben. So, wir haben jetzt welche Abmessung? 240 und das soll 450 sein. Das heißt, mir fehlen 210 Millimeter, dann werde ich, sagen wir, 110 oben eingeben und 100 unten. Ja, 110 oben, 100 unten. Schauen wir, was wir jetzt haben. 450 passt. 450 mal 260 soll die Verbindung sein. Sie sehen hier rechts unten die Verbindung einmal als Muster, damit Sie sehen, was ich eingebe. Sie können auf den transparenten Modus gehen und jetzt brauche ich den Träger. Den Träger machen Sie bitte nicht hier unter Bauteile. Bauteile sind die Stäbe, die Sie belasten. Das ist das, was Sie verbinden möchten. Aber nicht die Stäbe, die Sie in die Verbindung einbauen, damit Sie die Kräfte von einem Bauteil auf den anderen übertragen. Dazu gibt es hier diesen aussteifendes Bauteil. Und dann nehmen wir auch ein HA240, ist ein bisschen kleiner, den werde ich nur oben, sagen wir 110, probiere ich versetzen, nein 100 mm, damit wir da Platz für Schweißnaht haben. Die Länge hier ist 100, das lassen wir auf 0, dann werden wir das wegschneiden. Und der Bauteil soll insgesamt 250 lang sein, aber hier soll auch eine Lücke sein von, sagen wir, 20 mm, das ist insgesamt 270 plus diese 25, das sind 295. 295, dann werden wir das hier und
Ja, okay, das ist dann die Verbindung. Okay, das ist nicht so schlecht. Jetzt brauchen wir da am Ende noch Steifen. Oder machen wir weiter mit diesem Bauteil. Den werde ich noch hier wegschneiden, damit ich den anschließen kann. So, aussteifendes Bauteil wird geschnitten mit einer Platte. Wir haben da nur eine Platte. Das ist logisch, gehe ich auf Volumen und da sieht man dann die Schweißnähte. Am Flansch soll das 10 mm sein, am Steck 7 mm. Okay. Von der anderen Seite hier auch sollen wir, da soll ich 10 und 7 mm haben. Aber ich kann, sehen Sie, bei dieser Verbindung kann ich nur ein Schweißnaht eingeben. Das ist normal. Dann werde ich die Schweißnähte ausschalten. Mache hier eine neue Operation. Sie können entweder hier die Schweißnähte eingeben oder wieder mit der Operation Schnitt arbeiten. Und jetzt werde ich M1 anschließen an diese Verstärkung und dann habe ich schon oben 10 mm und 7 mm am Steck. So kann ich das definieren. Oder Sie machen sich extra Schweißnähte dann noch. Aber dann müssen Sie 3 Schweißnähte eingeben, so ist das meiner Meinung nach einfacher. Gut, jetzt brauche ich noch hier am Ende eine Steife. Das können Sie mit dem machen. Das ist eine Steife am aussteifenden Bauteil, bezogen auf nichts. Ja, die liegt irgendwo da. Was habe ich da gemacht? Platzierung beide. Transparent, wo liegt sie jetzt? Warum steht da nichts? Dicke ist, sagen wir, 15 mm, 100 mm. Was habe ich hier gemacht? Aussteifendes Bauteil. Was habe ich da gemacht? Steifen. Warum steht da übriges Bauteil? Platzierung Vorderseite, Hinterseite, beide. Jetzt bin ich da ein bisschen. Aha, da. Nein, das passt. Nichts. M1. Okay, aussteifendes Bauteil. Ich denke, ich muss die Position. Ja, okay, das war daneben, weil ich das rechts weggeschnitten habe. Dann müssen wir hier auf minus 250 gehen, minus 270 zum Beispiel, ja, minus 260, damit das da irgendwo da drinnen ist. Möchte nicht jetzt, ich nehme die wirklich als Steifen, diese Steifen, 10 mm dick und dann schauen wir uns das von hier an und da muss ich dann jetzt probieren, noch 265 mm, das passt hier. So, Schweißnähte, nehme ich diese 5 mm Schweißnähte und das war's. Wenn Sie die Schweißnähte ganz schön haben möchten, jetzt ist das auf Doppelkehlnaht, aber normalerweise würde man das hier auf einseitig machen. Wenn Sie hier auf Volumen gehen, dann sehen Sie auf der einen Seite, passt es, ist innen, aber das wird hier gespiegelt. Ja, das heißt, ich würde hier das so machen. Einfach auf diese Seite, hier sage ich nur die vordere und dann mache ich dann noch eine Kopie davon, sage jetzt Hinterseite und auf die andere Seite. Hat auf die Berechnung keinen Einfluss, aber ja, damit das schön ist, wenn Sie die Zeichnung produzieren, dann können Sie das so lieber machen. Und jetzt weitere Platte, und das ist eine Platte, die ich sehr häufig verwende. Immer wenn mich jemand anruft, wie kann ich das oder das machen, das ist nicht so Standard, dann nehmen Sie diese 2 Bauteile, diese aussteifendes Bauteil und Steifenblech. Steifenblech ist eine Platte, die Sie irgendwo positionieren können. Normalerweise steht Ursprung in der Verbindung. Das ist da einfach in den Nullpunkt der Verbindung, aber jetzt will ich das auf Unterflansch von diesem, aussteifendes Bauteil, sieht man links unten. So, ich positioniere das jetzt auf dem Bauteil, aussteifendes Bauteil am Unterflansch. Es ist aber keine Rippe, es ist eine Aufdopplung und es ist auf der Hinterseite. Und das wird nicht geschweißt, es ist einfach nur dort. Jetzt können wir uns das von vorne anschauen. Und die Dicke, sagen wir, ist 15 mm nach der Skizze. 15 mm und die soll insgesamt 240 mal 200 sein. Also diese Abmessung soll hier 200 sein und vom Ende. Und da haben wir 100 und 200. Also diese 100 schmeißen wir raus. Die 200 lassen wir. Kann ich das so positionieren? Ja, schauen wir, minus 50, geht schon gute Richtung. Und hier brauche ich, das muss ich dann noch probieren, ja. Minus 90, nein, das war zu viel. 80, 70. Okay, minus 70 mm. So, und jetzt schauen wir uns das noch von oben an.
transparente Ansicht. Okay, und dann haben wir hier, wie steht hier, 150 und 50. Dann statt 150 nehmen wir 130, nein, 120. 120 und 120 auf die andere Seite. Sehr gut, jetzt haben wir da schöne Abmessungen. Und jetzt kann ich unten dieses Betonblock machen. Betonblock sucht man meistens hier, habe ich auch am Anfang gemacht, als ich Ideastatiker gelernt habe. Naja, aber ich habe da keine Stütze, keine Platte. Nehmen Sie einfach Schrauben. Schrauben können Sie hier sehr einfach auf Anker umschalten. So, und jetzt muss man hier, das wird auf die Platte, das wird welche? Wie heißt diese Platte? Steifenblech, denke ich. Ja, Steifenblech. Kommt das Betonblock. Abmessungen machen wir dann noch. Dicke von Betonblock haben wir hier. Das sind 200 mm. Weiß ich nicht. Sagen wir jetzt einmal 250 mm. So. Und jetzt muss ich die Abstände definieren. Schrauben mache ich danach. So, Objektzähler. Wir verbinden jetzt zwei Platten, das sind zwei, und wir verbinden jetzt Unterflansch von aussteifenden Bauteil. Das heißt, aussteifendes Bauteil Unterflansch und dann diese Platte, die heißt Steifenblech 1. Okay, das passt. Und ich positioniere das jetzt einfach in den Nullpunkt, dann machen wir, oder gehen wir gleich auf 100 mm, dann ist das gleich richtig positioniert. Und hier gehen wir auf Reihe, sagen wir 60 und minus 120. Jetzt schaue ich mir das einfach einmal von oben an. Ja, sieht ganz gut aus, würde ich so lassen. Jetzt fehlen mir noch hier die Abmessungen von dem Betonblock. Das ist auch immer eine Sache an der Hotline, da steht nur ein Abstand. Okay, dann sage ich 200, aber das will ich nicht. Ich will hier nur eine andere Abmessung. Bleiben Sie einfach hier mit der Maus auf den Text stehen und dann kriegen Sie eine Hilfe. Links, rechts, oben, unten. So, probieren wir. 100, 200, 300, 400. Und dann sehen Sie gleich, wo Sie sind. So, das war 100, 200, dann 300 und 400. Das heißt, 100 ändern wir auf, sagen wir jetzt einmal 500, damit das irgendwie normal aussieht. Und von diesen 200 muss ich jetzt auch ausprobieren. 100, das ist noch immer zu viel. Dann gehen wir hier statt 100 auf, formieren wir 80, 80. Ist noch immer zu viel. 60, ja, 50 mm. Okay, und dann auf dieser Seite ist das wahrscheinlich genug lang. Dann sage ich jetzt einmal 300 auf eine, 300 auf die andere Seite. Und dann können Sie noch die Höhe von den Anker definieren, verschiedene Ankertypen und so weiter. Ist nicht notwendig, die sind nicht belastet. Hier geht es einfach um diese Schweißnähte und um das, wie man das modellieren kann. Okay, wir haben die Verbindung fertig, wir haben Lasten. Jetzt kann ich das berechnen lassen. Ich habe letztens Kommentar für ein Video bekommen, wo ich ein parametrisches Rahmen in SCIA Engineer definiert habe und ich habe mich nur auf die Modellierung konzentriert. Und da war Kommentar, das wichtigste fehlt Berechnung und Anschlüsse. Okay, jetzt mache ich Berechnung und auch die Ergebnisse. So, wir haben hier Bleche 0. Das bedeutet, das ist die Ausnutzung der Bleche. Das ist, Sie brauchen, bevor Sie das da machen, am besten ein Basistutorial. Sie haben da Link, ein Video, was Sie sich anschauen sollen, weil da ist die ganze Theorie erklärt. 5% ist die plastische Hauptmembrandehnung nach EN 9315 Anhang C. Gibt es eine Bemerkung, wo steht, dass bei FE-Berechnungen diese plastische Dehnung von 5% nicht überschritten werden darf. Ankerschweißnähte werden dann analytisch gerechnet, Schweißnähte sind plastisch definiert. Und das sehen wir hier unter Nachweis. Jetzt, wer sich schon in Ideastatik auskennt, kann jetzt aufhören eigentlich. Und da können Sie hier zum Beispiel Vergleichsspannung anschauen. Sie können sich die Struktur mit FE-Netz anschauen, mit verformt. Da können Sie das ein bisschen verformen. Passiert hier nicht so viel. Das ist nichts Aufregendes bei dieser Verbindung. Und ja, Kontaktspannungen kann man anschauen, Spannungen im Beton, Schraubenkräfte und so weiter. Können Sie alles schön kontrollieren. Sie können alles hier
anschauen, zum Beispiel diese Platte, möchte ich die Vergleichsspannung sehen von dieser Platte, ja, passiert da nichts viel. Aber gut, sagen wir, ich will das jetzt in der Ausgabe haben. Rechte Maustaste in die Galerie, kommt ein Bild, passt mir ganz gut. Und ja, das ist eine ganz gute Sache beim Entwurf. Ich gehe hier noch Entwurf, da muss man einmal umschalten. Selektiere jetzt diese Platte und sage hier rechte Maustaste, Schnitt erzeugen. So, jetzt habe ich hier ein schönes Schnitt. Ich denke, ich kann den spiegeln auf die andere Seite. Naja, lass mal so. Mach das ein bisschen hier breiter. So, hier ein bisschen kürzer. Haben wir schöne Verbindung. Und die will ich auch in der Ausgabe haben. Und das geht hier unter Neu. Und ja, kommt dann ein Bild in die Ausgabe. So, jetzt kann ich in den Bericht gehen. Ergebnisse haben wir noch immer. Da können Sie sich einschalten, was Sie im Bericht haben möchten, welche Bilder. Jetzt möchte ich zum Beispiel in die Y-Richtung ein Bild haben und einmal von der oberen Seite. Und dann möchte ich die Bilder von der Galerie haben, von den Schnitten. Aha, macht das Programm sowieso, bräuchte ich nicht. Bilder von der Galerie auch in Ergebnissen, dann ein paar Skizzen und jetzt einfach nur aktualisieren. Und dann können Sie die ganze Ausgabe schön kontrollieren. Formeln sage ich für die meist ausgenutzten. Und jetzt noch einmal aktualisieren. Ich möchte das nicht zu lang machen, jetzt mit diesen ganzen Sachen in der Ausgabe. Haben Sie die Zeichnungen. Jetzt ist das zweimal dort, weil ich das Bild zweimal erzeugt habe. Aber ich könnte auch sagen, dass ich die Bilder aus der Galerie nicht haben will. Und dann kommt das nur einmal, was automatisch generiert wurde. So, war gut. Ja, dann die ganzen Ergebnisse, da ist keine Ausnutzungsspannungen, dann die eine Platte, die ich erzeugt habe, dann die Berechnung der Anker, sehen Sie schön, Schweißnähte, ja, und unten dann ein paar Skizzen von der Verbindung, damit Sie das dem Konstrukteur schicken können und dann einfach Ausgabe, PDF oder was Sie brauchen. So, ich hoffe, dass Sie da was gelernt haben, dass ich Sie nicht zu viel verwirrt habe und vielleicht schauen Sie das nächste Video. Danke vielmals.